Vielen herzlichen Dank für diese beiden sehr umfangreichen Vorträge. Der letzte hat uns gezeigt, dass Integration als gesamtgesellschaftlicher Prozess verstanden werden muss, der auch die Vielfalt der individuellen Identität anerkennt, aber auch anerkennt, dass es innerhalb der Gruppen unterschiedliche Bedürfnisse gibt und man nicht die Minderheit als solches sehen und schützen kann. Und wir haben auch gelernt, dass unter bestimmten Voraussetzungen neue Gruppen hinzukommen können, dass aber die Instrumente des internationalen Minderheitenschutzes auch die Gefahr bergen, manchmal in ihrer Evaluierung missbraucht zu werden in der Staatenwelt, eine Gefahr, der wir entgegenwirken müssen. Jetzt haben wir noch sehr, sehr kurz Zeit für eine kleine abschließende Diskussion. Ich bin mir aber sicher, dass einige Aspekte, die angesprochen wurden, eine Aufgabe sind für die nächste Diskussion. Vieles wird dort auch besprochen werden können. Ich möchte Ihnen aber die Möglichkeit geben zu einer Fragenrunde und ich werde die Fragen sammeln. Gibt es Fragen an die beiden Expertinnen am Podium? Ich muss schon sagen, zu beiden Vorträgen finde ich, dass hier ein sehr euphemistisches und eigentlich auch nicht zutreffendes Bild gezeichnet worden ist. Die Rahmenkonvention ist von Österreich unterzeichnet und Gültigkeit hat sie für die nationale Minderheit, das ist nämlich in Ihrem Referat leider immer unter den Tisch gefallen, aus meiner Sicht vollkommen, also das verstehe ich überhaupt nicht, wie man das weglassen kann. Die betroffen sind die im Volksgruppengesetz genannten Personen, nicht? Ja, so ist es aber. Ries. Ja? Und hier geht es überhaupt nicht um individuelle Rechte, sondern hier geht es um Personen, das ist x-mal gesagt, jeder Paragraph beginnt damit, für Personen, die dieser und jener nationalen Minderheit angehören. Ja? Also ich verstehe nicht, wie man das schlicht und einfach unter den Tisch fallen lassen kann und hier ein Bild zeichnet, das so ausschaut, als ob jetzt hier, ich weiß es nicht, plötzlich jemand herkommt und sagt, wir sind eine Minderheit und wir berufen uns jetzt auf diese Rahmenvereinbarung. Das ist nicht der Fall. Das heißt für nationale Minderheiten. Warum haben Sie das ständig weggelassen? Ich bin irgendwie fassungslos fast. Danke. Weitere Fragen? Ja, dober dan. Mene bi samo zanimalo, zakaj je peto mnenje še tajno in kdaj bo objavljeno, ker mi operativci že težko čakamo na peto mnenje. Und vielleicht, weil aller guten Dinge drei sind, noch eine abschließende Frage. Und wenn es keine gibt, umso besser, dann darf ich die beiden Expertinnen bitten zu antworten und ihnen zugleich auch das Schlusswort übergeben. Nationale Minderheit heißt in dem Zusammenhang Minderheit innerhalb eines bestimmten Staates, eines bestimmten Landes. Ganz einfach. Das heißt aber nicht nur die in einem bestimmten Moment anerkannt sind, und es ist bewusst offen gehalten, dass auch neue Minderheiten, andere, die nicht anerkannt sind, innerhalb des Staates eine Anerkennung anstreben. Und es gibt Beispiele in unterschiedlichen Ländern, wo zum Zeitpunkt der Unterzeichnung eine bestimmte Anzahl an Minderheiten anerkannt war und wo andere im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Und das ist normal, dass das offen ist, denke ich, weil sich Dinge weiterentwickeln und fortentwickeln. Und ich glaube, das ist ein guter Teil der Antwort schon einmal auf deine Frage. Es ist einfach offen. Es gibt in Österreich sind derzeit, das wissen wir alle, eine bestimmte Zahl von Minderheiten anerkannt. Es haben sich bemüht um Anerkennung. Die jenischen in letzter Zeit, zum Beispiel, die in der Schweiz anerkannt wurden vor ein paar Jahren. Es haben sich bemüht, polnische Minderheit, bemühen sich aktuell um einen Status bosnische Gruppen. Diese Prozesse sind im Grunde genommen offen und die Rahmenkonvention will sie nicht schließen. Das sind Aushandlungen, die stattzufinden haben. Danke. Mogoče še dodatek k temu. Četrti tematski komentar naslavlja to vprašanje.
Namreč naslovnikov posameznih določil okvirne konvencije. Nekateri členi v okvirni konvenciji se nanašajo na vse posameznike, ki živijo v neki državi, nekateri členi pa izključno na pripadnike, bi rekli mi, tradicionalnih zgodovinskih manjšinskih skupnosti, ki živijo na nekem strnjenem območju in recimo s pomočjo dvojezičnih napisov ohranjajo ali pa se priznava nek njihov zgodovinski obstoj na tem območju. Zdaj, bistveno je, da imamo različne skupnosti, ki imajo lahko tudi različen dostop potem do pravic. Pomeni, niso vse skupnosti niti zainteresirane, niti upravičene do vseh pravic, ki so zapisane v okvirni konvenciji. Druga pomembna stvar, ki se mi zdi, je pa ta, da okvirna konvencija ne temelji ali pa ne predpostavlja priznavanja kot konstitutivnega elementa nastanka manjšine. Torej, manjšina obstaja ne glede na to, a je priznana ali ni priznana. In države imajo zelo različen pristop k temu. V nekaterih državah obstaja nek postopek priznavanja manjšin, so manjšine eksplicitno naštete, v drugih državah povabijo neko manjšinsko skupnost v svet manjšinskih skupnosti in se to že šteje kot neko dejanje priznavanja brez formalnih zadev. Torej, niso vse države ne pristopajo, in še dodatno mogoče, države uporabljajo tudi zelo različne termine. Nekatere države govorijo o narodnih manjšinah, druge o etničnih, sosednja Italija o jezikovnih, spet nekatere države razumejo tudi verske skupnosti, kot narodne manjšine obstaja en člen, ki zagotavlja svobodo veroizpovedi za pripadnike tovrstnih manjšin. Torej, svet je zelo raznolik in v bistvu okvirna konvencija ponuja ta okvir, da naslavlja ali pa zaobjame to raznolikost skozi čas, ki se pa spreminja. Ta dinamičnost je tista, ki je v spredju pri tovrstnih vprašanjih. Mogoče še to vprašanje o petem mnenju. Če se ne motim, konec leta. Postopek je zdaj tak, da je mnenje najprej potrjeno, potem je ta tako imenovani confidential zaupen dialog z vlado in potem je mnenje sprejeto. Mnenje je sprejeto in potem obstaja nekaj mesecev, v katerih ima država čas, da ali predčasno dovoli objavo mnenja, ko pripravi neke komentarje. V vsakem primeru je pa mnenje potem objavljeno, mislim, da je po 4 mesecih avtomatično, ker včasih država ni dovolila in tako naprej, zdaj pa nek nov postopek. Tako da je to del običajnega postopka, ni pa nobena skrivnost, na naši spletni strani je to objavljeno in če imate kakšno možnost, lahko ministrstvo pozovete, da najprej objavijo to mnenje, da se tudi prej. In mi ves čas tudi spodbujamo vlade, da prevedejo mnenje tudi v manjšinske jezike, kar je zelo pomembno. Vemo, da danes imamo tehnološka sredstva, kjer je lahko to zelo hitro, potrebuješ samo nekega proofreaderja, ni več tako, kot je bilo včasih, kjer je bilo to povezano z sredstvi in tako naprej. Želimo, da bi bila mnenja prevedena tudi v manjšinske jezike predstavljena, da bi bil potem seminar, kjer bi se lahko pogovarjali o konkretnih ukrepih, kako na kakšen način je mogoče dejansko boljše uresničevati manjšinske pravice. Vielen herzlichen Dank. Damit endet unser akademischer Teil, in dem wir viele Inputs erhalten haben zu Aufgaben, mit denen die Politik in der nächsten Sektion umgehen muss. An dieser Stelle darf ich im Namen der Initiatoren auch dem Bundeskanzleramt, dem Außenministerium, dem Land Kärnten, im Besonderen dem Volksgruppenbüro und der Stadt Klagenfurt für die Unterstützung und Ermöglichung der Tagung und dieses Teils danken. Und vom Zwischenraum zwischen Politik und Recht geht es jetzt hin zu den harten Brettern, die die Politik zu bohren hat. Danke vielmals.